Ist auch mal speziell, das nur zu hören. Ich fand es jetzt noch erfrischend, es hat was ganz, ganz anderes in mir ausgelöst. Und ich kann mit Fug und Recht behaupten, am Ende dieser Serie, das ist alles, was ich mir wünsche. Wenn das passiert, bin ich happy. Wenn ich etwas dazu beitragen kann, dass das mehr passiert hier in unserer Region, durch unsere Kirche, in unserer Kirche, dann habe ich mein Ziel erreicht in diesem Leben. Jetzt bin ich einer der Pastoren hier in der Kirche und als damals meine Job Description definiert wurde, hat mir der geistliche Rat, also wie ein Ältesterrat bei uns in der Kirche, mir gesagt, du bist verantwortlich dafür, dass unsere Strategie, unsere Vision, unsere Mission wirklich umgesetzt wird. Denke ich, ja, danke, ist geil. Also machen wir das, ist gut. Ja, ich habe schon mal 4, 5 dabei, den Rest überzeuge ich jetzt noch. Was mache ich jetzt? Jetzt mal in meiner Position, was mache ich jetzt? Ich will das. Und die Serie geht jetzt zu Ende und jetzt kommen die Sommerferien und wir gehen alle irgendwo weg und danach kommen wir wieder zusammen und während den Sommerferien, wenn du hier bist, gibt es Summer Celebrations und danach kommt ein neues Thema auf uns zu und wir tauchen noch in biblische Bücher ein dieses Jahr und Weihnachten kommt auch viel zu schnell und das Herbstcamp aber auch noch, umgekehrt. Aber es wird genial. Aber der Punkt ist, diese Serie geht jetzt zu Ende. Was bleibt? Was können wir tun, damit es nicht einfach gleich bleibt, wie es bisher war in unserer Kirche, sondern dass wir effektiv daran zurückdenken dürfen an diese Serie und merken, hey, damals haben wir das ausgerufen und seither ist wirklich was passiert. Was können wir dafür tun, dass 2030 wir einen neuen Traum formulieren müssen? Weil wir merken, vieles von dem sehen wir schon. Ein Traum ist immer nur dann ein Traum, wenn es noch nicht Realität ist. Was können wir als Kirche tun? Was ist unsere Verantwortung, dass das passiert? Und was ist in Gottes Hand? Was ist in seiner Verantwortung? Das ist doch die große Frage, wenn wir sowas formulieren. Und ich glaube, es gibt zwei Charaktertypen, wenn wir so mit einer Überforderung konfrontiert werden. Zum einen gibt es da die Ochsen. Ich habe dir ein Bild mitgebracht von einem Ochsen. Der Ochse reißt was. Und wenn er mehr erreichen soll, dann reißt er einfach mehr. Ich bin ein Ochse. Ich reiß gern, ich bewege gern was. Und wenn ich vor so einer Herausforderung stehe, ist meine erste Reaktion, ja, wenn wir mehr sehen wollen, müssen wir auch mehr Gas geben. Das Problem ist, egal wie viel Gas wir geben, egal wie wir reinhauen, es wird nicht reichen. Auch wenn wir alle unsere Häuser verkaufen, unser Auto verkaufen, unseren Ferien streichen und alles zusammenpacken, es wird nicht reichen. Wir können uns voll reinhängen und doch wird es nicht reichen. Und dann gibt es die anderen Typen, das sind die Bären. Die chillen sehr mal. Die wissen, ich kann sowieso nicht alles bewegen. Mal fällt was Honig vom Baum, dann habe ich was zu essen und sonst kratze ich mich mal ein bisschen am Rücken. Letzten Endes liegt es in Gottes Hand, was passiert. Wenn wir Gottes Reich sehen wollen, das ist nicht einfach verfügbar auf Knopfdruck. Wir können nicht einfach irgendeinen Knopf drücken, uns mehr anstrengen und wir werden Gottes Reich mehr sehen. Aber ich sage dir auch, und davon bin ich überzeugt, selbst wenn wir alle den Tag nur noch auf den Knien betend verbringen, es wird nicht reichen. Also was tun wir? Wie jeden Sonntag, wir schauen in Gottes Wort. Weil es ist lebendig und es spricht. Und ich möchte noch beten an der Stelle. Herr, wir kommen in deinem Namen zusammen und wir sind so dankbar, dass du hier bist. Wir sind dankbar für dein Wort und wir öffnen unsere Ohren und Augen für dein Reden. Du sollst im Zentrum stehen. Sprich zu uns. Amen. Wir tauchen ein in eine Geschichte, die steht im Markus-Evangelium, Kapitel 6.
Und die Apostel versammelten sich bei Jesus. Und sie berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Also sie waren wahrscheinlich unterwegs und haben gerade ein bisschen berichtet, was ist alles passiert. Und er sagt zu ihnen, kommt ihr allein an einen einsamen Ort und ruht euch ein wenig aus. Denn es waren Kommen und Gehen und sie hatten nicht einmal Zeit zum Essen. Und sie fuhren im Boot an einen einsamen Ort, wo sie für sich waren. Aber man sah sie wegfahren. Und viele erfuhren es. Und sie liefen zu Fuß aus allen Städten dort zusammen und kamen noch vor ihnen an. Als er ausstieg, sah er die vielen Menschen und sie taten ihm leid, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Und als die Stunde schon vorgerückt war, traten seine Jünger zu ihm und sagten, abgelegen ist der Ort, und die Stunde ist schon vorgerückt. Anderen Worten, wir können nicht mehr. Schickt die Leute in die umliegenden Gehöfe und Dörfer, damit sie etwas zu essen kaufen können. Er aber antwortete ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sagten zu ihm, sollen wir gehen und für 200 Denar Brote kaufen und ihnen Essen geben? Er aber sagte zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Geht und seht nach. Sie sehen nach und sagen 5 und 2 Fische. Und er forderte sie auf, sie sollen sich alle zu Tischgemeinschaften niederlassen im grünen Gras. Und sie lagerten sich in Gruppen zu 100 und zu 50. Und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis und brach die Brote und gab sie den Jüngern zum Verteilen. Und auch die 2 Fische teilte er für alle. Und alle aßen und wurden satt. Und sie sammelten Brocken, 12 Körbe voll und auch die Reste von den Fischen. Und es waren 5000 Männer, die gegessen hatten. Was für eine Geschichte. Ich will einige Aspekte hervorholen aus dieser Geschichte. Da könnte man 20 Predigten drüber halten oder noch mehr, weil da ist so viel drin. Aber ich glaube, es ist etwas drin, was uns bei der Fragestellung helfen kann, wie wir jetzt mit der Herausforderung umgehen. Weil die Jünger, die stehen vor einer Herausforderung, die sie nicht bewältigen können mit eigenen Mitteln. Das geht nicht. Genauso wie wir. Wir haben einen Traum, wohin wir als Kirche wollen, was wir sehen wollen, aber wir können das nicht umsetzen. Das überfordert uns. Auch wenn ihr alles reinknallen, was geht, es funktioniert nicht. Und ich finde die erste Reaktion der Jünger so, ich kann mich sehr gut mit der identifizieren. Die sagen, was sollen wir tun? Sollen wir für 200 Denar Brot kaufen? Ein Denar ist ein Tageslohn. Das heißt, wenn man mal noch ein bisschen Urlaub macht und ein Wochenende pflegt und so, ist das ein Jahresgehalt, was die gebraucht hätten, um die Leute zu ernähren. Und die sagen, ja, was sollen wir jetzt da tun? Und dann kommt die lästige Frage von Jesus. Wie viele Brote habt ihr? Und ich weiß nicht, ob du das auch so gerne machst, aber ich liebe es, in die Geschichten mich ein bisschen einzudenken. Wie musste sich das anfühlen? Die hatten ja Sauhunger. Die waren saumüde. Und jetzt kommt diese Frage. Und die hatten sicher schon etwas mit Jesus erlebt, aber gleichzeitig waren sie auch einfach mit ihm im Alltag unterwegs. Und jetzt kommt diese Frage, wie viele Brote habt ihr? Und die schauen die Menschen an, das sind mehr als 10.000 Menschen gewesen, da sind nur die Männer notiert mit 5.000. Und sie schauen die Masse an und denken sich, ja, wie viele Brote habt ihr? Siehst du irgendwo einen Berg? Und ich kann mir vorstellen, wie es losgeht, die Gedanken, Resignation. Wie viele Brote habt ihr? Andere rennen rum und schauen, wer hat Brot, machen Hektik. Andere rollen mit den Augen, gehen zu den Leuten und sagen, hast du Brot? Und dann triffst du so einen Familienvater, der sagt, ja, ich habe Brot, aber das habe ich eigentlich für meine Kinder mitgebracht, die haben Hunger. Soll ich dir jetzt das Brot geben, damit du es für die 10.000, 12.000 Menschen verwenden kannst? Und ich kann mir die Diskussion vorstellen, die sie mit ihnen hatten. Und dann haben sie diese 5 Brote.
Und jetzt? Ich darf mal meinen Mitjünger auf der Bühne begrüßen, den Niklas. Weil das Ding ist, die hatten jetzt diese 5 Brote. So. Das war die haben so einen Kranz gekauft und ein Kind hat schon 1 gegessen, da waren noch 5. Und dann kann ich mir vorstellen, so die Donnerjungs, Simon Petrus und so, sagen, ja, 5 Brote, let's go. Mach mal. Alle brauchen was. Aber fair, okay? Gerecht. Du musst zuerst die Brötchen auseinandernehmen. Ja, es sind ja, genau. Und, ja, nee, mach mal fair, mach mal in die Hälfte. Ja, genau, schön. Jetzt machst du das mal mit allen. Ein bisschen schneller, wenn es geht. Ja. Ja. Der Typ kann nicht nur Gitarre spielen, das ist Ehre. Ja, gut. Ja. Ist schon noch Luft nach oben. Ja, aber, ja, okay, wie viele hast du jetzt? Zähl mal. 10. Okay. Jetzt sind wir etwas über 10.000 Menschen. Ich sage, schneid alle nochmals durch 2. Ja, da sehe ich auch gerade ein Problem. Du machst das wirklich gut. Ja, ich merke, der Druck ist da, aber du hältst stand. Okay, wie viele hast du jetzt? Du bist gut in Mathematik, ja, das ist Wahnsinn. Okay, 20. 20 auf ungefähr 10.000, 12.000 Leute. Ich würde sagen, mach mal weiter. Ignoriert ihn einfach, er macht das jetzt gut. Denk dran, du musst nachher noch Gitarre spielen, das heißt keine Sehenscheinentzündung holen. Aber mach mal weiter, weil es ist wichtig, dass jeder etwas bekommt. Alle müssen Essen bekommen. Und ich kann mir vorstellen, wie das losging bei den Ochsen. Wie sie sich überlegt haben, wie können wir jetzt das fair machen? Wie können wir jetzt schauen, dass keine zu kurz kommt? Weil du musst dir mal vorstellen, wie die Stimmung war. Das war aufgeheizt, alle waren hungrig, es hatte keine Toiletten. Das war ja nicht eine geplante Celebration wie hier. Die hatten nicht mal Stühle, gar nichts. Die hatten auch kein Kinderprogramm. Die Kinder haben rumgeschrien, langweilig, Papa, ich habe Hunger, Durst, ich muss Pipi und so weiter. All das Zeug, was du nicht erleben willst draußen in der Natur. Und die Jungs waren am Limit und überfordert, wie machen wir das jetzt? Und dann waren wahrscheinlich noch die anderen dabei, die sich so gedacht haben, ja, Jesus wird da schon was Spektakuläres tun. Das reicht doch nicht für alle, du musst weitermachen. Aber ein netter Versuch. Die haben gewartet, bis sich's vermehrt hat. Aber wenn wir die Geschichte angucken, es war nicht so, dass Jesus das Brot hochgehalten hätte und den Lobpreis gesungen hätte und dann hat es Busch gemacht und das Volk war übersät mit Brotstücken. Nein, die haben das Zeug zurückbekommen, es war immer noch so wenig. Und ich stelle mir so die Bären vor, die so denken, ja jetzt Jesus, mach mal ein Wunder. Und Jesus sagt, ich habe das Wunder schon gemacht. Und die sagen, ich sehe aber nichts. Und man sieht wirklich nichts. Die denken, wie soll das gehen? Und das Faszinierende war, erst währenddem sie es ausgeteilt haben, haben sie das Wunder gesehen. Und erst mit der Zeit, weil es wurde einfach nie weniger. Es wurde nie mehr. Verstehst du? Wir reden von der Brotvermehrung. Wie wäre es mit der Brotnichtverwenigerung? Ich kann Worte schöpfen. Es wurde nie weniger. Das Wunder war völlig unspektakulär und kaum ersichtlich. Aber der Moment, wo sie gewartet haben, dass einfach irgendwann knallt und es liegen Berge Brot rum und alle sind ruhig und freuen sich. Ich glaube, du kannst aufhören. Ich glaube, wir haben einen Punkt. Ja. Jetzt kannst du es, warte mal, mach's doch noch kurz ein bisschen aufräumen, wäre ich noch froh. Ja. Der geht einfach weg. So mühsam, ey. Ich frage mich, warum hat Gott das so gemacht? Danke, Niklas. Wirklich erstklassig. Warum hat es nicht einfach Manna regnen lassen? Kennt ihr die Story?
Volk Israel unterwegs in der Wüste, alle haben Hunger. Gott sagt, okay, ich gebe euch zu essen. Es regnet Manna. Und alle haben zu essen. Keiner muss was schaffen dafür. Warum macht er das so? Ganz einfach. Gott will sein Reich mit uns bauen. Er will uns eine aktive Rolle in seinem Reich anvertrauen. Aber die Frage ist, warum? Weil es ist umständlich. Wir versauen es mega oft, finde ich. Wir bekommen unseren Part so oft nicht hin. Also warum macht es Gott so? Ich glaube, wir müssen zurückgehen zur ursprünglichen Frage, warum hat Gott den Menschen überhaupt geschaffen? Gott ist ein Beziehungswesen. Und er wünscht sich, in Beziehung zu leben. Und das ist für uns Menschen auch immer noch das Schönste. Wir spüren, dass wir sind Beziehungswesen. Wir lieben es, Beziehungen zu pflegen zu anderen Menschen, zu unserem Gott. Und wenn diese Beziehungen nicht funktionieren, ist unser Leben nicht gut. Richtig? Wir sind Beziehungswesen, so wie Gott. Wir sind Gottes Ebenbild. Und er hat uns als Beziehungswesen gemacht. Aber wir wissen auch, keine Beziehung ohne Vertrauen. Keine Beziehung ohne Vertrauen. Und genau hier setzt Jesus an. Genau da setzt er an. Weil Jesus hat viel gesagt. Und jetzt musste er checken, ja, glauben die Jünger, was ich sage? Glauben die, dass ich die Macht habe, alle mit Essen zu versorgen, auch wenn die Ressourcen viel zu knapp sind? Glauben wir Jünger, dass das wirklich funktioniert? Weil du musst mal verstehen, jetzt haben wir hier das Brot, was so schön portioniert ist. Und jetzt mussten ja die Jünger losgehen und verteilen. Glaubst du, dass das funktioniert? Weil die saßen in 50 und 100er Gruppen, waren erwartungsvoll, dass es funktioniert. Alle waren mürrisch und hungrig. Glaubst du das, dass es funktioniert? Weil wenn nicht, das wäre super peinlich. Du wirst echt dein Gesicht verlieren. Vielleicht kennen dich die Leute noch da hinten. Glauben Sie ihm, dass Sie selbst nicht zu kurz kommen? Weil wenn wir an den Anfang der Geschichte schauen, da steht, sie waren hungrig, sie hatten nicht mal Zeit zu essen. Jesus wollte mit ihnen eigentlich an einen Platz gehen, wo sie sich ausruhen und was zu essen zu sich nehmen konnten. Und jetzt haben sie etwas zu essen, der Magen knurrt und sie denken, ja, 5 Brote, für uns 12, das würde irgendwie noch funktionieren. Und jetzt sagt Jesus, gebt ihr ihnen zu essen, verteilt. Und die denken sich, boah, das reicht ja nicht mal für uns. Also für uns bleibt wieder mal gar nichts. Vertrauen entsteht dort, wo jemand Wort hält. Und Jesus hat was Wundervolles gemacht in diesem Zeichen, was er gewirkt hat. Am Ende waren 12 Körbe voll mit Essen übrig. Wie viele Jünger waren es? 12. Hast du das Gefühl, das ist ein Zufall? Dass jeder Jünger am Ende einen Korb hatte, der voll war. Jeder hatte genug. Und plötzlich wurde klar, was Jesus meint, wenn er sagt, Matthäus 6,33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Vertrauen entsteht dort, wo jemand Wort hält. Das zu hören von Jesus in der Bergpredigt ist das eine. Das zu erleben, indem du selbst zuerst dich um die anderen kümmerst und dann erlebst, dass du selbst nicht zu kurz kommst, das ist das andere. Die Jünger mussten dort etwas lernen. Es ging nicht um das Wunder. Jesus hätte auch Manna regnen lassen können. Aber Jesus wollte Vertrauen aufbauen und wollte, dass die Jünger etwas verstehen. Gott ist nicht auf unsere Ressourcen angewiesen, aber auf unser Vertrauen. Er braucht unsere Ressourcen nicht, aber er gebraucht sie gerne. Und ich bin überzeugt, wenn du mehr von Gottes Reich sehen willst, wenn du mehr davon sehen willst, was wir vorher gehört haben, dann lies in Gottes Wort.
und nimm es ernst. Weil dieses Wort ist lebendig und es hat Kraft. Aber es ist ein Unterschied, ob du es hörst oder liest oder ob du es erlebst. Weil Vertrauen entsteht dann, wenn du merkst, ich lese was im Wort Gottes, ich setze es um, ich nehme es ernst und es funktioniert. Es passiert wirklich das, was dort geschrieben steht. Wenn du mehr von diesem Reich sehen willst, wenn wir mehr von diesem Reich sehen wollen, dann lasst uns mit offenen Ohren und Augen durch unseren Alltag gehen, im Vertrauen darauf, dass Gottes Geist zu uns sprechen wird und uns immer wieder die Frage stellen wird, wie viele Brote habt ihr? Was habt ihr? Verstehst du, das, was du hast, ist alles, was Gott braucht. Das, was du hast, ist alles, was Gott braucht. Liebe Ochsen, das, was du hast, das reicht. Du musst nicht noch mehr holen, noch mehr tun. Das, was du hast, reicht. Wenn du es vertrauensvoll, wenn du es voller Vertrauen in Gottes Hand legst, dann reicht es. Dann wird er etwas daraus machen, was du alleine nicht könntest. Wenn wir das, was wir haben, Gott hinhalten, voller Vertrauen, wird er etwas damit tun, was nur er tun kann. Liebe Bern, denk an den aktiven Part in der Geschichte. Alles startet im Gebet. Aber das Wunder haben die Jünger erst erlebt, als sie das Brot in die Hände genommen haben und ausgeteilt haben. Nach dem Gebet von Jesus hat man noch gar nichts gesehen. Erst als das Brot verteilt wurde, haben sie realisiert, da ist ein Wunder geschehen. Ochsen, darf ich euch bitten, immer wieder auf die Bären zu hören. Weil wir laufen Gefahr, dass wir immer selbst reißen wollen, selbst tun wollen. Noch mehr. Wenn wir mehr sehen wollen, müssen wir mehr Gas geben. Wir brauchen manchmal Menschen, die uns sagen, stopp mal, halt mal an, hör mal hin. Was will Gott tun? Halte mal inne. Sei dir bewusst, es hängt nicht nur an dir. Wir brauchen diese Stimmen. Das ist das Schöne in der Gemeinschaft. Wir haben diese Stimmen. Lasst uns gegenseitig helfen. Weil es geht darum, eine Balance zu finden, wenn wir Gottes Reich sehen wollen. Ich habe noch ein Tier vergessen vorher. Der Hamster. Vielleicht kannst du dich mit dem Hamster identifizieren. Weil wir alle haben den in uns. Das ist der alle letzten 5 Predigten für sich gehört hat. Du kannst mehr Sicht haben, du kannst mehr Freiheit haben. Jesus wird deinen Nöten begegnen. Und du bist vielleicht noch nicht am Punkt, wo du merkst, das, was du hast, ist gar nicht für dich selbst, sondern für andere. Und wenn du es weggibst, wirst du am Ende mehr als genug haben. Aber das, was du bist und hast, ist nicht, um dein eigenes Reich zu bauen. Vielleicht nimmst du das bei dir wahr, dass du viel Input suchst. Immer wieder dich selbst fragst, wo kann ich noch mehr von Gott erleben? Wo kann ich noch mehr von ihm bekommen? Wo brauche ich noch ein Wunder von ihm? Wenn du dort bist, ist das überhaupt nicht schlimm. Du hast überhaupt nichts falsch gemacht. Der Mensch funktioniert so. Ich habe gerade ein 1-jähriges Kind und ein 3-jähriges Kind daheim. Die schauen nur für sich. Und weißt du was? Das muss so sein. Das ist gut so. Kinder müssen schreien, damit sie überleben können. Und irgendwann, wenn wir reifer werden, merken wir, hey, da geht es um eine Gemeinschaft. Da geht es um was Ganzes, was viel größer ist als ich selbst. Gott will dir nichts wegnehmen. Gott will, dass du verstehst, dass das, was du hast, alles ist, was er braucht.
um sein Reich zu bauen. Und du hast das Privileg, mit dem, was du bist und hast, dieses Reich mitzugestalten. Ich frage mich, liebes ICF Basel, was passiert? Was passiert, wenn wir als gesamte Kirche wenn wir das wir sind und was wir haben, Gott für sein Reich zur Verfügung stellen? Was ist, wenn wir hinhören, wenn er uns die Frage stellt, wie viele Brote habt ihr? Manchmal sind das 5 Minuten für einen anderen Menschen. Manchmal fragt er uns, hast du den Mut, für den Menschen zu beten, obwohl dir vielleicht ein Stück Glaube fehlt? Manchmal darfst du Geld geben. Gott will uns nicht ausnehmen. Er will, dass wir verstehen, dass das, was wir haben, das ist, was er braucht, um sein Reich zu bauen. Und es reicht. Wir sind heute mit der Frage konfrontiert, vertraue ich Gott wirklich? Und ich will dir heute diese Frage zumuten, weil ich glaube, es hat so viel damit zu tun, ob wir Gottes Reich sehen werden, ob wir ihm wirklich vertrauen. Ich weiß nicht, wie du für dich diese Frage beantwortest heute. Vertraust du Gott wirklich? Weil wenn nicht, kannst du ihm heute sagen, bring es mir bei. Und er wird dich nie überfordern. Die Last, die er auflädt, ist nie zu groß. Er wird dich challengen. Es wird anstrengend sein, aber du wirst so viel lernen. Ich weiß noch, als wir zum ersten Mal unser Konto für Gott plündern mussten. Das hat mich damals viel gekostet. Und heute nicht mehr so. Weil wenn ich verstehen will, dass Gott mich versorgt, muss ich mich auch in die Situation begeben, wo ich mal seine Versorgung brauche. Aber er hat mich Schritt für Schritt dahin geführt und ich habe es ja auch erst ansatzweise verstanden. Und ich stelle mir heute genauso wieder die Frage, vertraue ich ihm wirklich? Vertraue ich Gott wirklich, dass es gut mit mir meint, dass ich nicht zu kurz komme, dass das, was ich habe, alles ist, was er braucht, dass es reicht? Und bin ich bereit, das zu geben, was ich habe? Im Wissen, es geht um etwas viel Größeres als nur mein eigenes Leben. Es geht um viel mehr als einfach nur eine schöne Kirche zu bauen, die wächst, die Kinderprogramm hat, die eine Jungschau hat und. Es geht um was viel, viel Größeres. Bin ich bereit, mich selbst, mit meiner Familie, mit allem, was wir haben, in diesen Traum Gottes zu investieren? Vertraue ich Gott wirklich? Was passiert, wenn wir das tun? Wenn wir das, was wir sind und haben, Gott zur Verfügung stellen? Wie viele Blinden werden sehen? Wie viele Gefangene werden befreit? Wie viele Arme werden eine gute Botschaft bekommen? Werden Essen, Trinken, Unterricht bekommen? Was auch immer notwendig ist, hier in unserer Kirche. Wie viele Menschen werden hier das Gold entdecken, was Gott in sie reingelegt hat und ihre Berufung finden? Ich wünsche mir, dass wir heute verstehen, zum Abschluss dieser Serie, dass, wenn wir diesen Traum hören, Gott wünscht sich eine Zusammenarbeit in seinem Reich mit uns. Er vertraut uns einen aktiven Part an. Wir dürfen mitgestalten. Und Schritt für Schritt nimmt er uns da rein. Mit ihm unterwegs zu sein, mit ihm sein Reich zu gestalten. Und mit jedem Schritt, den wir gehen, auch wenn er uns manchmal Kraft und Mut kostet, wird unser Vertrauen wachsen. Und die Beziehung wird an Stärke gewinnen. Und ich bin jetzt schon gespannt auf die Geschichten,
die Gott schreiben wird. Weil ich bin überzeugt, sie sind so viel größer, als wir in diesem Traum formuliert haben. Ich lade dich ein, aufzustehen. Und wenn du magst, bete ich gerne mit dir. Wir haben auch ein Gebetsteam da drüben. Wenn du merkst, irgendetwas in dir ist in Bewegung, dann geh zum Gebetsteam. Und ich spreche jetzt ein Gebet, das spreche ich für mich. Und wenn du magst, dann darfst du für dich mitbeten. Herr, ich stehe hier vor dir, limitiert wie ich bin. Du siehst all das, was in mir vorgeht, wenn ich dein Wort lese und wenn ich diesen Traum höre. Dass diesen Wunsch, den ich in mir hege, dass das mehr sichtbar werden darf. Und ich weiß, alles, was du brauchst von mir, ist mein Vertrauen. Und mein Gebet ist, dass du mich da übst, dir zu vertrauen. Zeig mir Situationen auf, in denen ich einen Schritt gehen darf, wo ich merke, du bist gut, du hältst dein Wort. Und du willst mit mir unterwegs sein. Und ich werde nicht zu kurz kommen. Lehre mir, wie ich meinen Platz finden darf in deinem Reich. Wie ich meinen aktiven Platz finden darf dort drin. Was ich bin und was ich habe, gehört dir.